Bonjour bei CSV TV. Ja, das war die parlamentarische Rentrée an der Chambre und dafür ist den CSV-Fraktionschef, den Claude Wiesler, bei uns am Studio. Bonjour. Bonjour. Eine ganz wichtige Rentrée, das heißt, so die ersten 6 Monate vom nächsten Jahr, die können enorm wichtig gehen. Für was eigentlich? Sie aber nach 3 Jahren bis die nächste Wahl. Das ist richtig, aber lo als mal Präsidentz, und dann muss ich wissen, dass no der nächste grosse Vakanz 2016 so los et aufhängt, Präparationen zu kommen für die nächsten Gemengenwahlen. Und da geht Politikmacher schon viel mehr schwer, so dass am Anfang bis zur großen Vakanz nach etwas mehr wie 6 Monaten bleiben, für wirklich Politik zu machen. Also schon eine Session, die wird ganz wichtig gehen. Es muss also viel und noch intensiv geschafft gehen in den nächsten Monaten. Es steht ja aber noch viel auf der Lehre. Ich meine, das ist richtig, an den nächsten Monaten steht ganz viel auf der Lehre, weil am Anfang eine ganze Reihe Sachen überhaupt nicht gemerkt sind. Ihr wisst, dass man eine ganze Reihe Projekte in der Familienpolitik urgent stimmen, da sind eine ganze Reihe Sachen aufgeschafft gehen, die Allocation d'Éducation ist aufgeschafft gehen, der Congé parental ist aber noch nicht gestimmt gehen, es sind eine ganze Reihe Projekte an der Education nationale, die dringend notwendig sind, wo wir momentan am Gang sind, über die Instruktion ministeriell zu führen, ohne gesetzliche Basis, notamment der Formation professionell. Das ganze Projekt über den Enseignement sekundär muss auch so schnell wie möglich kommen. All die Erbichten sind auch nicht angefangen und da bleibt an den nächsten Monaten extrem viel zu machen. Du hast unter anderem von so geschwätzten Budgets dann auch die erste Vorlage an der Chambre präsentiert gehen. Die Analyse ist im Moment am Gang an der CSV. Die genaue Analyse die können im Dezember an der Debatte. Aber was ist Ihre erste Impression von dem Budget? Die erste Impression vom Budget ist, dass wir hier am Anfang eine ganze Reihe Zahlen präsentiert haben, die nicht komplett sind. Wenn ihr guckt, die grossen Reformen, die annonciert werden, wie zum Beispiel eine Steuerreform oder wie zum Beispiel eine Neugestaltung vom Congé parental, da seht ihr, dass die weder 16, 17 noch 18 an denen Zahlen dran sind, der Tisch die Konklusionen, die heute zugehen. Ob einem Budget pluriannuell, die sind einfach nicht richtig, weil Hauptdeler von den Reformen, die kommen, ganz einfach fehlen. Da haben wir ein ganz Reihe Probleme anzuschätzen. Und auf der anderen Seite ist es doch so, dass die 250 Spurmaßnahmen, die ja sich letztes Jahr vorgesehen waren, und die sollten 16, 17 kommen, nach immer nicht ziffriert sind oder nach immer sich nicht an dem Budget haut herumfallen. Auch dafür ist die Inexaktitude, die Wahrheit vom Budget extrem schwierig, sich daran herumzufallen, und die Chiffren sind nicht fiabel. Die 6 Monate vom nächsten Jahr, die gehen ganz wichtig. So ist da noch 6 Monate lang knallharte Opposition? Knallharte Opposition, da wo es muss sein. Dass an einer Reihe Sachen, einer Reihe politische Felder, als mit uns nicht die Politik zu machen, die diese Regierung will machen. Wenn wir von der Familienpolitik schwätzen, da wo diese Regierung just die Leute schwach für ihr Privatleben, für ihr persönliches Leben imposiert, wo just die Leute desavantagiert, die schwach holen, während einer Zeit, 1, 2 Jahre, bei den Kindern daheim zu bleiben, weil sie sich selber um die Education von den Kindern bekümmern. Wenn es darum geht, so eine Politik zu machen, die kann ich nicht mit der CSV machen, und da werden wir uns opposieren, da wo wir es nicht mehr können opposieren. Dasselbe gilt für die Edukationspolitik, die muss seriös gemerkt in einer Reform sind notwendig, und wir werden da so fest drücken, wie wir können, dass die Reformen da so schnell wie möglich kommen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch bereit, an Diskussionen zu gehen, wovon uns Diskussion verlangt. Wir haben eine Hand ausgestreckt am Nationalitätengesetz nach dem Referendum, wo da ja nicht für drum hat geschwert gewesen. Wir haben nur gesagt, wenn ihr wollt Nationalitätengesetz ändern, dann wäre es gut, wenn das gegen am Konsens gemacht gehen. Der Justizminister hat das gefragt, für unter den Tisch zu kommen. Wir werden das evidenterweise machen. Ob wir dann einen Konsensus finden oder nicht, ist für eine froh. An einem anderen wichtigen Sujet wie der Flüchtlingsfrage hat er auch gefragt, dass er soll an der Politik zu Lützeburg am Konsensus umgehen. Da stellen wir aber fest, dass die Regierung die Politik möchte, ohne die Opposition zu fragen, ohne dass wir mit und den Tisch gebeten sind. Gipfel muss in Responsabilitäten. Da holen wir von der just schuld, dass er eine Gelegenheit verpasst ist. Merci dem CSV-Fraktionschef, dem Claude Wiesler, für heute. Wir sind als Geschwinderem bei CSV TV.